Wenn wir in unsere Geschichte wiedergehen, dann reden wir eigentlich extra an. Und dort ist, wir wollten auch von dort dann wieder umfertig, nicht aber wir wollten zurück. So, wenn wir in der Königszeit sind und uns die Königsäre große Fehler bekennen, dann sage ich so, na, dann dreht das nicht wieder. Aber wenn wir die Königszeit auf uns von der noch tragen, dann mag ich dort lecken sich auch nur. So, wir haben gesagt, dass die Königs, wir nicht Königs ut sich selbst, wir wollen sein, dass wir nicht eine Monarchie, Gott will regieren, wir wollen den König durchbrücken, dass das Volk nur Gott sein Welt regiert wird, und dann waren nur sehr viele schlechte Entscheidungen gemacht, und das braucht viel Trübel. Wer von Ihnen weiß, wohnt der schlechteste König gewesen ist, was Jerusalem jemals gehabt hat? Okay? Wer wollte da wohnt der Bastard hier? David, okay? Dort sei er dich wie du. Der Schlachter wird der letzte König von Juda vor. Ich weiß nicht, Okay? Muy bien, so David wir ganz unbedingt der Mann nur Gott sein Hort, so beschreibt die Bibel uns den, und er tut alles, was er kann. Das einzige Ding, was er nicht können, wie ein Tempel bauen, wenn Gott sagt, er kann nicht, so dann muss er sich jung dort tun, aber wir fangen an David bloß ab ihrem Vorbild an alle Hinsichten an. Aber den schlechtesten König, der ist bei uns nicht so bekannt. Aber wenn wir uns in die schlechteste Zeit nennen von der Königszeit, wenn wir uns die Frau, was mit dort Bund passiert, was Gott mit dort Volk mir um sie nein. Also, wir haben ein Volk, und das Volk hat einen Bund mit Gott gemacht. Und ich weiß, dass Karl so viel Mal wiederholt, dass jeder so vielleicht auch aber ich glaube, einmal war er wenn du so welche Port von der Bund, wo wir sollen einmal wieder bewusst sein, wenn wir uns die Geschichte vom Alten Testament lesen. So, der Bund, wer will am Anfang mal sagen, wo passiert der? Sinai. Sinai. Korrektur, Sie sagen mir heute auf hier. Sinai. Okay, wo passiert um Sinai? Ja, aber Fahrt die gebaut mal leider. Gott fragt das Volk, aus der wollen sie ein Volk sein, er will der Gott sein, und dann bringt dort ein paar Dinge mit sich. Was sind dort? Was soll das Volk tun, zum dort Gott der Gott ist? Okay, so da wo wir Topfuten nicht Jacke haben. Okay? Gott allein aus Gott haben. Und dort bringt dann alle Geboten an, all diese Dinge mit, das automatisch an. Gott der Gott ist, dann schafft es wieder. Und was will Gott dann tun? Sehen, okay? So, die Sehen, den habe ich auch auswählt. Was sind die 3 Hauptdinge, die das Sehen mit sich bringt? Sag gut, lohnt. Lohnt ein großes Volk, also ein Deutschland. Sehr gut. Also haben Geld. Das alles taugt, würde man dort sehen. Okay, dann haben wir die Königszeit. Und die wollten dort zwischen König David und Salomo, wie dort Land furchtbar weg. Salomo seine Einzeit wie nicht so gut, wenn der hat auch nicht sehr viel Tax, was er anfordern wollte, und die Menschen waren meid von Tax zu. Aber wir wollten dort zu König David seine Zeit. Du wir Land, du wir gesunde Familien und du wir Rektum Klantwies. Die Menschen wir fern auf. Dann wollten wir aber auch dort der David, der hat eigentlich ganz klar. Was hat er klar?
Gott allein ist mein Gott. Und dort sind Dinge, wo wir von dir in der Zukunft wieder uns bewusst sind, dass David hat sich geschätzt versendet, aber wir finden auf keine steht, dass erstmal in David sein Leben Gott nicht mehr der allmächtige Gott ist. Und das ist ein so besonderes Ding, dass David, der hat bloß den einen Gott. Und er hat schon mal mitgespielt mit Aufjährung. Daher würde ich sagen, dass, wenn die Bibel redet von dem Mann um Wort Gottes, das erste Ding, was mir oder abfällig sein von David ist, darf schon mal in Frau gestellt, als Gott allein Gott ist. Und das ist ein wichtiges Ding für uns von dir mitzunehmen. So David hat bloß einen Gott. So wo würde dann der schlechteste König sein? Jerobeam wird der schlechter, aber derjenige in Jerusalem nicht. No. Schlecht ist dann das Gegenteil von einem König, der bloß einen Gott hat. So das meint dann so viel, dass du es erst wer aufjährt, hat so weit gedreht, dass Gott der Mut voll wird. Und du wie einer, wo du besonders schlecht wird. 2. Könige, Kapitel 21, finden wir die Geschichte von diesem König. Und wo soll wir von der Bund reden, von dem guten König und dann von den Schlechten ist, wenn wir machen dort Tauposten, was dort passiert. So, ich wollte hier eins lesen, in 2. König 21, und du wirst lesen vom Vers 1 und wieder. Dort sagt du es dit. Manasse wird 12 Jahre alt, als er König wird, und er wird für 54 Jahre König in Jerusalem. Seine Mutter heißt Hephzibah. Manasse deut mit dem Herrn Schleiche voll. Er der ab Schäsel gesitten, der Felder hatten, wo er die Haar von Israel ausgeruht hat. Er büht weiter die Höhe abverstehen ab, der sein Vater Hiskia durchgereden wird. Er stellt Altoren ab für Baal und mögt ein Aschera-Bild, so als Ahab, der König von Israel, getan hat. Er bietet all die an, die am Himmel Macht euren, in Deinde. Er bietet Altoren für unsere Jätter an dem Herrn sein Haus, weil der Herr doch gesagt hat, dort in Jerusalem, wo ich meinen Namen eine Wohnung geben, zum mich anbeten. Er bietet ein Betheben von dem Herrn sein Haus Altoren, für die am Himmel Macht euren. So, das Manasse, der ging so weit, dort der am Jerusalem am Tempelhof Altoren bietet für Aufjährung. Also, da wir so weit also noch schon gekommen, aber der Vers saß, der merkt uns von dir mal anmachlich, wenn er sagt, du, in mir ein Brandopfer von seinen Seen. Der mir sein Seen dort im Tempel, im Verbrennenden nur, von Aufgott. Und da merkt mich, Meister Udom, Unhold, wenn er kommt, du nicht nach. Also die ganz große 2 Sieden von ein König, nur Gott sein Wort, und ein König, wo dort alles zwei mögt. Als der Gott allein dein, ob es ein Mensch wie ein Fehler hat. Und dann fing ein König, wo du alles zwei mögt, wo du jeden zweite mehr. Und da wir aufjagt allein mit dem Punkt, wo der sein Sehen verbrennt, und nun von Aufgott. Und da das schlimm. Manasse, wir ganz unbedingt nur 2. König, nur der ganz proste König, was Jungs erlebt haben. Wenn wir diese Geschichte von Manasse wieder lesen, dann muss wir die Mürk, was zwei. Also, das wir sind zwei glauben, aber du kannst mehr mit. Das sagt du so im Vers 6, wenn du wieder lesen. Er glaubt an Giedungen, in Tieten, und jäuft sich auf mit Sonne, wo dann Verstorbene reden, in Büttergeweihungen Ruth haben. Er dort fehlt, wo dem Herrn Schlage voll in am Rätsten.
Hij stal dat Asherah-beeld in dem Herrn zijn tempel op, wanneer de Herr doch zu David in zijn Salomo gesagt wordt, dat hij het huis in Jeruzalem van manch alle stam in Israël gewählt wordt, dat hij zijn noemen door op immer haben wil. En hij wordt gezegd dat hij wordt dat niet toelaten dat de Israëlieten uit dit land, wat hij aangegeven wordt, rückgejaagd worden, zolang als zij alles zo duiden en beibehalten, als hij aan dat abgelegd had en dat Gesetz hielden, wat Moses de Amdon aangegeven had. Aber zij gehorchten nicht. Manasse verleiht an, dat zij schlimmere Dinge deuten, als de Völker, die de Herr voran uitrolt. Also, dat wie schlimm, nicht mehr arg verstehen. Der Aufjagdrie, wo Manasse anstalt, wie so schlimm worden kann. Ich kann mir nicht schlimmer denken, als da was das deut. Aber das hat eine Konsequenz für das Volk. Also, als ich David sein Bund houden mit Gott, da weet niet dat dat bracht al dit met zich. Ja? Also David, in welcher Hinsicht han sehen sein Volk, an dem dort heute auch Bund hält. Kommt ihr mit? Also wenn die Kinder gut wird, und Gott gehorsam wird, das Volk erlebt Segen durch. Nu finden wir, dass das König Manasse, der deunt, aufjagt an Gott sein Tempel, und wir wissen, dass wir so schlimm als es werden können. Aber was wird die Konsequenz, was wird die Folgen von dessen König sein Sinn leben? Der war verschlafen. Der waren verschlafen. Also, wenn wir hier so lesen, dort sagt du so, Vers 8, 2. König 21,8, dort sagt, und er hat gesagt, dass er wurde nicht verloren, dass die Israeliten in das Land, wo er angegeben hat, rückgejagt worden wurden, solange als er alles so deuten und die behalten, als er an dort abgelegt hat, und das Gesetz halten, was Moses, der Andeuten, angegeben hat. So, dort jeden Teil ist dann nu die Aufjagderie, die bringt Skluverie. Hä? Skluverie. Skluverie. Also, wenn die Menschen, das Volk Israel, nicht mehr Lohn eat, nicht mehr gesund ist und Kinderhaft und nicht mehr Rektum eat, dann bleibst du bloß noch ein Sklav. Alles, wer wir nicht haben und wo ganz abhängig ist von wer immer den dann eat. Und wir wollten dort Gott 4 Tage, wo er gesagt hat, du wie keine Frau. Wenn wir wieder lesen im Vers 11, sagt dort, wils Manasse, die kann ich in Juda so eine abschäselige Dinger deut, der euer Viren aus der abschäselige Dinger, die Amoriter deuten, die du verarm wir, und wils fei auch Juda haft, mit seinen Götter zum Sinnen verleiht, du wen sagt der Herr Israel, Gott, horcht der Mund. Ich war schuld nach Jerusalem und Juda kommen lupen, so dass die du von hier, der Wort segnen wird. Gott wird dem Mut voll. Warum geht nicht mehr? Und Gott segnet es mir noch. Also, wir finden eine lange Zeit von Königs, wo du han solche gute Dinge tun, aber solche sehr schlechte. Und ich nehme mal von jemand, der wird den Plan durchlesen von Numrinu, die sind erst mit Jesaja, so die haben die Zeit von den Königs alle gelesen. Und die haben gemerkt, wo das König zwei, dann steht einer zwischen einen, dann fängt ich mal die Bibel und dann sagt er, oh wow, Gott hat uns gesagt, wie dann nicht. Dann nicht der Wahrheit, der war dann mit Bretter, mit Brot, aber wenn es mal nachdenkt, ist Aufjagderie im Tempel drauf, dann sagt Gott nicht noch. Nicht so zwei. Und dann kam wieder die Geschichte, dort Gott Leute, das Volk verschlafen, von Babylon durch den Papier, wenn die in der Lenke, wo so sind die Striedkönigs in Jerusalem, und dann am Ende sagt dort, Babylon nimmt die mit für 70 Jahre. Und dort ist eine lange, aber auch eine kurze Zeit. Ich will hier so in 2. Königs 21 nach dem Vers 14 lesen, dort sagt,
Und wer dann noch überbleibt von dem Volk, der wo ich wegschmieden, in ihre Fien ihre Macht geben. Sie wurden beplündert und bestohlen worden von all ihre Fien. Wie sie dort getan haben, wird mir nicht gefällt. Sie haben nie von dem Tag an gerätzt, als ich ihre Fuder aus Ägypten rückgebracht. Und sie tun, was dem von der ersten Tag noch einmal so. Dort ist wichtig, dort wie den Forschern du so mit moi, dort Volk Israel ihre Haupteinstellung hat noch nicht wirklich geändert von Ägypten, aber nu. Wovon eine lange Zeit wir nu kennigs, oder wovon eine lange Zeit wir du zwischen Ägypten und der letzte kennig in Israel? No? No sé. Wie viel Jahre wir nu? Paar mehr, paar weniger? Och då var Maja ju alltså med 500 år från Chinese så då. Så gut, das stimmt. Du bist schlecht direkt. Wir 500 Jahre kennigs, dann fehlt uns nur noch der Rechter. Also, Moses wird der erste Rechter, und wer wird der letzte? Samuel. So, wir haben noch neu gelehrt über das. So, für Kennigszeit, weil wir das dann nu gelehrt haben. Also Gott hat einen Bund gemacht um Sinai. Und er hat gesagt, das wird was sein. Und das wird wir. Die Kennings halten den Bund, wir fan. Die Kennings halten den Bund nicht, wir nicht fan. Und wenn Gott den Mund voll wird, dann seht ihr nichts mehr. Und dann wird Struf geäuft. Und dort wir aber nicht aschelig. Die Menschen wussten, was Gott gedroht hat und gesagt, wenn ihr niemand mich wird holen, dann wird mein Seelen tragen und dann geht alles tragen. So, dann fehlt uns aber noch ein roter Tag vom Neuen Testament. Und wer weiß, wo das? Wenn wir 2. Könings und 1. und 2. Chronik vorher gelesen haben, wo bleibt uns dann noch im Alten Testament verwickelt? Eine Herdprophet. So, ja, go. So, die Zeit von den Propheten habe ich all manchmal gesagt. Im Packlosen trägt innerhalb wie uns über 5. Mose 17 und 18 und dort wir noch fair, dort Land Israel existiert. Und dann hat Gott gesagt, du wirst König sein und was noch? Prophet. Sehr gut. Und dann weit die wohnte verschiedene Verantwortungen wir. Der König soll was tun? Sehr gut. Dort wird die Regierung und dort wird die Topfuten an dort Gesetz entführt und was sollen die Propheten tun? Oder was deuten die Propheten? Gott sieht, sollen die Kenntnis sagen. So dass wir Gott seine Stamm, Gottes Stamm. Dann habe ich aber verdeelt, ich wollte mir dort wieder zu sagen, manche Christen sind keine Beker anmachen ja aus der prophetischen Beker. Also, ich weiß nicht, wo ihr dort geht, aber meine ersten 24 Jahre vom Leben, ich will nicht ein prophetisches Buch lesen, wenn ich weiß nicht, was ich tun soll. Prophetenbeker sind anmachlich. Und du sagst ein paar große Ursachen für, und ich will von dir eine Anleitung machen an prophetische Beker. Und dann wollen wir uns die Propheten ihre Arbeit und Zeit und die Ursachen ein klein bisschen bechecken. So, die Königszeit, da haben wir nun angecheckt. Und wir haben gesagt, dort, wenn der König dort gesagt hält, dort Bund bleibt, dann wir sehen, will es ihr so schnell wird oder nicht mehr ging, sie geht nicht vor. Aber dann fehlt uns die Propheten ihre Zeit zu bechecken. Und nur so fehlt uns aber erstmal eine Anführung an die prophetische Bücher. So, wer weiß, wie viele prophetische Bücher wir im Alten Testament haben?
groten klank, nou, die kan een beetje een Indisch zijn, de Bibel, maar niet te denken. Hier ein Wort. Mit hier. So gut. Wer jagt noch ein paar Mal? Also, Propheten, Beker, teilen sich an zwei Gruppen. Propheten. Dort sind die Grote und dort sind die Kleine. Dann würde ich vielleicht sagen, okay, da wir den einzigen Propheten, wir vielleicht so welche und der andere will nicht so richtig, da haben wir Stimme zu tun. Also, da wird einmal das war angestellt oder genannt, wenn die großen Propheten, der Beker sind bloß so und so viel länger aus der Ewigkeit. Also, die großen Propheten sind bloß der lange Beker, und die kleinen Propheten sind bloß die kleinen Beker, haben nicht darum, aber wichtig oder weniger wichtig die sind. So, wir wollen reden, von den längeren Prophetenbeker sind am Alten Testament. So gut, so Jesaja. Jeremia. Dort heute nicht gedacht, aber ja, das fängt dort als du bist. Daniel, wer noch? Ezekiel. Ezekiel, sehr gut. Ezekiel. Also das sind die feuergroßen Propheten oder die lange prophetische Beker. Dann habe ich noch eine Strip kleine Propheten. Wer will mich mal halten mit dem? Hosea. No? Amos. Jonah. Elia. Joel. Joel. Ha? Mika. Obadja. Habakuk. Zephania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, veel aan trooi. Gut, dat zijn 12 sterk. Wir haben nur eine ganze Strecke von kleinen prophetischen Beker, wenn wir das so jetzt aus mir, wir sagen immer, was der Name ist von der Beker, von der Bibel, weil ich war nicht hier, nur am du erst einmal gesollt. Und nu blir det groot zien, je hebt het fraschen gesollt, weil die niet verstand drin auf Spanisch, und dann plötzlich kann ich den mit interessant übersetzen, der tut noch nicht ganz. Aber das nicht wichtig, Worte halten das wichtig, Worte für eine Botschaft uns rüttieren. So, hier haben wir unsere zwei große Gruppen von Propheten. Und so soll ich sagen, die sind einige Gruppen, die von großem Buch nicht weniger wichtig, aber weniger wichtig. Aber wenn ich nicht kann, Frauen zu reden, was ist die Botschaft an alle? Gott redet, ja, und Gott redet. Okay, dat is een warning, die zal anders als wat die doen, stammt. Belehrung. Okay, Belehrung kann sein. Der Radar, der kennt. Der Radar kennt, okay. Dort sind welche Part davon, aber was weit wie von Ver der Propheten anfangen zu reden, wo das Volk auch so weit. Was soll? Wat soll die Ursache sein? Der Land noch einmal alles rund den Kranz vom Sinai.
Okay? Dort ist ein welche Ding, wo wir so fragen, bloß für die gut. Und wenn ihr noch know, dass man dort bent, ich gucke da, was so lange, was dort in Old war, was Sachen blieben. Dort bent Sinai als der Mittelpunkt von der Glaubensliebe, was Jesus Christus sagt. Und die Propheten ihrer Dicke haben wir nicht verstanden, weil wir nicht wollten, dass du im Bund gemerkt worden ist. Also das Volk lebt nicht im Oschelt im Sinne von, die wüssten nicht. Die können wollten, wann die wollen. So, was die Propheten sagen wir, diejenigen sind, du lebst im Sinn. Wo soll ich weg im Sinn? Wenn du es im Bund, wo wir gemerkt haben, mit dem allmächtigen Gott. Und wir sind Bedingungen dabei. Wenn sie waren Gott allein treu sind, dann wird Gott sehen. Und wenn sie waren Gott untreu waren, dann wird du Struf kommen. All die Dinge, die sie sagen, sind alle richtig. Ich glaube, das stimmt, alles. Aber der Mittelpunkt von was die Propheten losfuhren, also, wir nahmen noch ein Punto de partida. Hier steht, als ein Bund gemerkt worden, und dort von wo jeder prophetische Buch losfuhr. So, das erste Ding, wenn wir ein prophetisches Buch lesen, dann sollen wir am Hinterkopf haben, dort der Bund zwischen Gott und das Volk als die Grundlehre für was die Propheten mir schaffen. Der Prophet wird immer von nur losfahren und sagen, hier sind ja doch Gott sein Volk. Und zum Gott sein Volk sagen, wo braucht er dann? Port sind von der Bund, wo Gott mit dem Volk nimmt. Komm hier mit der Gedanken mit. Also, wir fahren los und sagen, Agreto, die, wenn du bist vom Portes, und am Portes geht das um. Dort kriegt, was mit den Propheten passiert. Agreto, die, wenn du bist ein Jüd, und die besten Jüd, wenn hier ein Bund gemerkt worden. So, das erste Ding, wo wir uns dann bewusst sein, ist, das hat alles mit zu tun, mit einem Bund. Gott mit seinem Volk. Was das zweite Ding dann, was wir sollen wollten, wenn wir mit den Propheten zu tun haben? Okay, Gott redet. Können sein. Weiter, du siehst gerutscht, dass die Propheten ihren Gott seine Stimmen, und die kann nichts Wort sein. Das Arbeit von mir, das Gott. Okay, sage. So, hier ist das Ding. Die Propheten ihren Gott seine Stimmen, und die kann nichts. Aber die reden nicht von was Fremdes. Da war es nun so einfache Beispiel nehmen. David versendet sich mit der Nuba früh. Weiß David, dass wir am Hintergrund oder nicht? Kann der Prophet Nathan zu David erst was nie sein? Oder kann der dem bloß denken halten und auch was wohl wir? Der kann den bloß denken halten. So, der prophetische Beker, und das soll von dir für ihr was nie sein, und dann guckt auf verändert, die denken verändert. Der prophetische Beker ist dann hauptsächlich nicht an der Zukunft entdecken und alle Sorten sein, was passiert oder das Volk nicht weiß. Dort werden immer Dinge, Kraxus wie David. David hat sich versündigt, der weiß sagen von Beter, aber dann fehlt uns zu sagen, dass der Satz sagt, das Sinn. In einem Prophet seine Funktion wir dort der Bund bewahren, an dem dort der Satz abgelegt wird. Also wenn wir ein Prophetenbuch lesen, dann fahren wir los von der rechten Volk, wo Gott sich gewählt hat, auf den Bund. Zweitens, der Prophet redet nicht erst, was den Menschen fremd wird. Der redet zu den Menschen und denkt, das kann ja all, sie tun doch bloß nicht. Und dort verändert für mich, oder halbmal bei mir, so geändert, an den Prophetenbücher lesen, wenn du alle Sorten schlechte Dinge umgehst, und dann nur ein Prophet kommt und sagt, wo soll er den Sinn, dann will ich immer, nein, das ist nicht von Beter. Die wissen, und die können wollen. Wenn das gesagt, dort wie accessibel, das gesagt, wie nicht was Fremdes.
Willst die kleine Josia kennen wird, was passiert du für Büter gewesen wird? No. De fing im Tempel, der Gesatzraum. Stimmt das? So Josia was kennen, der fing im Tempel, der Gesatzraum. Was hast du, was du getan hast? Dort fern so einige Menschen, dass sie das bekommen haben, dass sie mir waren, schön und leben. So das Josia was kennen, der fing im Tempel erst mal mit dem Stoff, der Gesatzbücher, und das ist zum Schämen von dem Gottesvolk. Aber du wollen wir nicht von reden, so der fängt das Gesatzbuch. Und dann kriegen wir alle welche Männer taub und dann lesen die das Gesatzbuch und die kann ich als verblüfft von, wow, Gott hat dir doch alles gesagt und ich habe mir wieder. Und dann kriegt die welche Menschen taub und dann sagt er, wie machen andere? Und der ringt auf ja da ut und der fährt den Tempel ut. Und nun so eine lange Zeit, was du war am Passau festgeführt. Dort ist der Fuß, dort wo du die Menschen können wollten, dort wir nicht am Sinn leben, nicht von mir da wollten. Dort wir einen Sinn leben, wenn wir nicht am Gesatzraum gehen. Und dort wo die Propheten an ihre Arbeit dort erste da. Also der gehen los von dem Bund in dem zweiten Punkt, die haben sich rein bloß an das Gesetz, was dort ist. Propheten bringen nicht eine neue Botschaft im Sinne von Veränderung. Das ist immer noch derselbe Gott, dasselbe Buch, dasselbe Gesetz. Gut gemacht? So, wenn wir uns dort hier so dann die Länge schreiben, Gott ist derselbe, der Bund ist dasselbe und das Gesetz bleibt immer noch dasselbe. So, was hat ein Prophet dann nu, wenn wir diese drei Dinge allweil? Nu kan toch wat de meeste van jullie zeggen wat een profeet is. Warnen. So, wenn wir Gott kennen, das Bund kennen und das Gesetz kennen, dann wird aufgewählt. Dann wird aufgewählt und gesagt, oh, was habe ich hier bloß? Und ich will du zu lesen, hier ist ein 1. Chronik, Kapitel 23. Wir waren 2. Chronik, Kapitel 24. Haben wir 1. Chronik 23, Vers 24. Du willst es nicht lesen. Dann sagst du 2. Chronik 23, Vers 24. Für Josia wir nicht noch ein Sohn Chronik aus Heu, der sich so mit seinem ganzen Hort und Säul und Kraft dem Herrn handelt. Krieg so aus Moses in Gesetz sehen, und nun die auch nicht noch einer so aus Josia. Aber der Herr dürft nicht auch mit seinen großen Ohren, der wir in Juda angekommen wird, der all dort mit was die König Manasse angeretzt hat. Und der Herr sagt, ich will Juda auch von mir verschmieden, so als ich Israel habe, und ich will diese Stadt Jerusalem vernichten, und auch dort Haus von wo ich gesagt habe, mein Name soll du sein. So, die Drohung, was wir weiten, die wir wo so. Weil Manasse hat den Tempel verantwortlich mit Offenbarung und mit seinen Seen am Tempel vernichten. Die Drohung für Verstörung hat den Grund oder hat er nicht? Ja, oder hat. Okay. So, wenn die Propheten ihre Arbeit ist, den Gott seinen Bund mit dort folgt und dort Gesetz unterwandern, was tun die dann, wenn die warnen, dort du was Struf kommt? Okay, aber in Wirklichkeit holen die bloß dort Gesetz über die Menschen ihre Worte. Okay? Also dort ist die Reihenfolge, was wir finden
ein prophetisches Buch. Ein prophetisches Buch, und das war wahre Hut, der fängt an mit dem allmächtigen Gott als einziger Gott. Der geht wieder mit diesem Bund gemerkt zwischen Gott und seinem Volk. Dit Bund hat ein Gesetz mit die, also die wollen nicht und auch wollen sehen. Dann, wenn die warnen, dann sagen die Propheten, einfach ist das. Das, was Gott gesagt hat, das, was die getan haben, das ist der Struf, was du verkennst. Dann ist es ziemlich einfach durch die Lenke denken. Das ist der Grund von der prophetischen Bücher, ob es wurde noch ein Schauf mehr geworden ist. Aber ich will für jeden von der ein Beispiel lesen, in Daniel 9. Wenn jemand mit mir zog, nur Daniel 3, links von meine Bibel, was so fängt. Ach, 7 nicht. Ich habe das wieder nicht hier. Du, Daniel 9, und dann lassen wir uns so von Anfang an lesen. Da sagt du, nur den König Ahasverus, wir sehen Darius, der von den Mädern aufstammt, König am Babel. Und das erste Jahr aus Darius König wir, sage ich an unsere Bücher, dass der Herr dem Prophet Jeremia gesagt hat, wo lang Jerusalem vernichtet wird. Dort seht ihr, dort wurden 70 Jahre sein. Ich sah nie in Sackkleider, im Ohrstein, in fünf an zu fasten, und bet ernstlich zum Herrn, meinen Gott. In mein Gebet bekannte ich die Sünden von meinem Volk. Ich sehe, Herr, du großer und staunenswerter Gott, der du deinen versprochenen Bund hältst, dort du uns treuhärtig Leid bewiesen hast, wenn wir die Gott sind, in deine Geboten holen. Wir haben gesündigt, wir sind Schleichers und haben Arbeit getan. Wir haben deine Geboten und Vorschriften nicht geholt. Wir haben nicht nur deine Deiner, der Propheten gehorcht, der an deine Namen zu unseren Königs und Volkslehrer, zu unseren Führern und das ganze Volk geredet haben. Herr, du hast immer das Rechte getan, aber wir haben schon auf uns gebracht. Wir, die von Juda in Jerusalem in Israel kommen, die wie weit und breit in verschiedene Länder verstreut sind, willst wir die nicht treu bleiben. Herr, unsere Königs- und Volkslehrer und Führer haben schon auf uns gebracht, dadurch, dass sie jeden, die gesündigt haben. Du, Herr, uns Gott, hast Mut und Verjährs, weil wir sind jeden angepasst. Wir sind die Herr Gott, nicht gehorsam gewesen und haben nicht die Gesetze geholt, die du uns durch die Propheten, die deiner Jüngst. Das ganze Israel hat sich von dem Gesetz weggedreht und sich an die verschuldet. Nun ist die Flucht, den du mit einem Eid gedreht hast, abgekommen, der an die deiner Moses in Gesetz geschrieben und gedreht sind. Das ist wie unser Sinn. Des Tages passt so korrekt auf Propheten, Beker, Anstellung nach. Daniel, ob so der du sagt, dort Gott hat Jesaja Wort in gesagt, 70 Jahre, dort ist nie ein Ding. Aber das alles evaluiert, was Daniel in sein Gebet für Gott bringt. Das ist nicht nicht. Stimmt. Das ist nicht nicht über. Was sind die 3 Dinge, was wir durch das Gebet rückheben können, für uns zum die Propheten verstehen? Wer war am Anfang? Du hast ein Gesetz. Und was ist mit dem Gesetz passiert? Das Gesetz ist nicht angeholt. Und was ist dann passiert? Das selbe Gesetz hat was mit sich. Struf, ja? Struf. Und dann, was fehlt hier noch? Buße. Du fehlt dort ein Volk von Sinn wachdreht. Also Daniel sein Gebet
vertaub, wordt de Propheten an all Erdbeker zijn hand te krijgen. Werk op, horch, nur dat je zat wat God gegeven heeft, wenn de leeuw en wat je nu leven als vrucht van zin. Aber wurdest du so bitterweinig abfällig an Daniel sein Gebet? Wer hat wen gestuft? Der Volk hat die Struf sich selbst geholt. Und dort in Denk wird bei mir noch einmal viel zu lernen. Gott ist läuftulich, Gott ist freundlich, voll Gnade und Mitleid. Der hat getraut und der Volk hat sich die Traum geholt. Und dort merkt bei mir das ganze Tag mit der Meinung ändern. Ich will also noch einmal von Vers 3 wiederlesen. Daniel 9, 3. Ich sah mich in Saakkleider und Oschhan und fing an zu fasten und bet ernstlich zum Herrn, meinen Gott. An mein Gebet bekannte ich die Sünden von meinem Volk. Ich sehe, Herr, du großer und staunenswerter Gott, der du deinen versprochenen Bund hältst, dort du uns treuhärtig Leute bewiesen wirst, wann wir die Gott sind und deine Geboten haben. Wir haben gesündigt. Wir sind schlachgelast und haben Unrecht getan. Wir haben deine Geboten und Vorschriften nicht geholt. Wir haben nicht nur deine Diener, die Propheten, gehorcht, die an deine Nummern zu unseren Kenntnis und Volkslehrer, zu unseren Führern und das ganze Volk geredet haben. Herr, du hast immer das Rechte getan. Aber wer hat nicht? Das Volk. Die Propheten predigen von einem Gott, der nicht erreicht. Gott versündigt sich nicht. Gott merkt nicht Fehler. Und Gott hielt auch nicht ab mit seinem Bund anhalten. Dort bin mir der großartige Lehre durch die Propheten liegen. Kraken und wo zwei, wie Menschheit wurde. Kraken und wo soll wir uns versündigen? Gott ist Gott. Gott ändert nicht. Und Daniel bet hier in sein Gebet und dann sagt er, wir haben alle Schlachtet gerufen. Erwähnt du 5-mal Sinn, wo das Volk begonnen hat. Und dann sagt er aber zu Lat, Herr, du hast Vers 7, Herr, du hast immer das Rechte getan, aber wir haben schon auf uns gebracht. Wie, die von Juda und Jerusalem in Israel kommen, die weit und breit in verschiedene Länder verstreut sind, willst wir die nicht treu bleiben. Also unbedingt die Botschaft von dem Prophet ist nicht, Gott hat gestraft oder das beifallen oder das seine Meinung geändert oder so. Die Botschaft ist immer, Gott ist Gott. Gott ist treu, Gott hält sein Wort von dem Bund. Der Trübel wird, der Menschheit, der versündigt sich und denkt, Gott sein Gesetz ist nicht so sehr wichtig. Und wie fing, wo schrecklich das Wort verfolgt. Wenn wir an die Prophetendiker dann angerufen, dann hast du aber noch ein besonderes Ding, wo du fehlt, oder wo sehr fein ist, wenn wir das tun. Also die Propheten, der fehlt Zeit. Und das ist ein von den Dingen, wo ich nie wünsche, wo ich mit YouTube in den kommenden Werken tun. Also in Prophetenbuch hat dann Gott, der Bund, das Gesetz einmal klar. Die Dinge, die anderen nicht. Wenn wir aber ein prophetisches Buch richtig verstehen, dann müssen wir wissen, was wir der Sinn oder was wir der Lehre am Gott leben und wo so redet Prophet am Gott deuten. Also wir waren an dessen Studium, wo wir durch die Bibel durchgehen, wo wir die Prophetenbücher nur im Moment wenig an die Zukunft denken. Wir wollen uns konzentrieren auf
Okay, wo zou merkt dat ook zijn voor wat het volk beleeft? Also dan vinden we Daniel, wie aan de laatste ganz am eind van de 70 jaar in Babylon. En interessanterwijs met Daniel eerst wie 90 jaar oud was, wil ze dat schrijven, dat hij al een jonge man wil zijn naar Babylon geslapen wordt. En die leeft ons daar, wat hij zegt, die waren huisje. Dan hebben we zoals Esdras, Nehemias en zo'n jongens zoals dat, die leven toen de welke tijd. En die verstaan dat verder, wenn we weten wat dat volk leeft. Merkt dat zijn, also, wanneer dat bund, God en dat volk toebrengt, oder toegewoon is, dan moeten we allemaal laten ons die vrouw, okay, dit volk wordt geleerd. Also, wat van de tijd passiert dat? Wanneer we dat gaan antwoorden, dan vinden we zo'n gouden antwoord. Daarbij de Elia-Geschichten, die merken so wenig Sinn, wenn wir nicht weten, wo das Lohn wird, zu Elia seine Zeit. Also, stellt für etwas 14, 15 Jahre schon jung, dann lese ich Elia seine Geschichte, dann klärt Elia für den König und alles, was kommt, in den König, weil er da mehr. Dann fragt mich die Frau nach, was ist ein König, weil ein Prophet da mehr? Aber China haben wir das gelehrt, dass das ganze Volk lebt im Sinn, so wie das es geht, und alles, was du wir auf der Welt. So wenn du einen Prophet abstimmt, den Wort Gott anbetet, dann war der nicht nach dort, dann sagt er alle los. Das ist der Trouble, was wir selbst merken, wenn die Propheten wie rührt, über die Geschichte, an was passiert. Und ich habe nicht verstanden, was der Prophet sagt, hey, wie sollen wir uns das oder so. So das ist die Aventura, das ist die Geschichte, die für uns ist. Wir wollen nicht alle Dicker alle Geschichten anpassen, aber wir haben natürlich auch ein paar feine Exercicios mehr, wo wir die Propheten dann nehmen und die evaluieren über die Geschichte von Israel. Und dann wird es für uns dann mehr, der Prophet sieht das, wenn das passiert. Der Prophet sieht das, wenn das passiert. Und dann, wenn wir Buße finden am Volk, dann wollen wir sagen, dort wirklich das Unterschied mit Gott seine Sterne, die am Volk hier, wenn du wie ein Prophet siehst, dort bist, wo Gott natürlich gemerkt hat, das haben wir ja nicht. Und du fällst an einen Buße da und trägst nur Gott. Und will you auch merken, das prophetische Weg lest die Tschüss, ja schön. Kann dann, dass du alles verstehen oder so wenig. Lest die eben und dann werden wir hier an Sonntagsschule uns mit den Propheten beschäftigen und uns fragen, für wo Gott einmal drüber bleibt. Und wo wir alles für drei Sachen unter Gott ist drüber. In uns Gebet soll so Daniel sein, Gott über das Drüber lassen, dieser Bewegung nicht an. In der Struktur als hier. Lassen wir beten. Vater im Himmel, wir sagen dir von Gott Dank für das schönen Sommers. Wir sagen dir Dank, dass du drüber bist, einmal drüber. Wir sagen dir Dank, dass du Gnade und Vergebung mit Leuten, so viele Leute und uns ausgeübt hast, indem du wie die Hand kennengelernt. Und wir beten, dass diese Zeit, wo wir im Alten Testament rangerufen, dass wir uns merken, ein Leib voll mit dir, dass wir für die Wort und Glauben verlangt kriegen und dass du uns nur ertragen, nur die. Wir freuen uns für die Dinge, die du in unser Lebensstil stark dienen wird. Und wir beten, dass du uns eine Erweiterung schenken, hier in unserem Leben, an dem wir dienen wird, einmal wieder verstehen können in unserem Leben. Da beten wir in Jesus' Namen. Amen.